Laut einer Studie, die in Deutschland 2024 rausgekommen ist, lesen nur 2% der Christen die Bibel täglich. Und darum soll es heute in der Churchbox gehen. Ich freue mich, dass Frauke Teichen und Dario Nepfer heute mit mir in der Churchbox sind. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, vielen Dank. Hey, mega schön. Frauke, ich fange mal mit dir an. Dario, wir reden gleich über Sunday Night Extended und die Bible Study mit dir. Aber Frauke, ich finde es mega schön, dass du da bist, dass du aus München eingeflogen bist heute Morgen. Wir wollen über die Bibel reden. Frauke, was bedeutet dir die Bibel? Oh Mensch, Pat, da musst du mich gleich wahrscheinlich bremsen irgendwann, weil wenn ich immer anfange, also es ist interessant, dass du das sagst mit den 2% Bibel lesen, weil ich würde sagen, dass ich auch sehr lange dazugehört habe, weil ich einfach nicht verstanden habe, warum ich die Bibel lesen soll, bis es irgendwann so Klick gemacht hat, dass ich einfach gemerkt habe, ich erlebe so viel wirklich Nahrung durchs Bibellesen. Also es gibt ja diese ganzen Bibelstellen, vielleicht kennst du die, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg oder das Wort Gottes, übrigens Jesaja 55 ist für mich so eine krasse Bibelstelle, wo es eigentlich immer darum geht, womit fütterst du dich? Fütterst du dich mit Nahrung, die schnell wieder verpufft oder wirklich was dein Leben gesund hält? Und so erlebe ich das wirklich. Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück und führt aus, wozu Gott es aufgetragen hat. Und ich erlebe das einfach ganz praktisch. Zum Beispiel, einmal habe ich gemerkt, ich werde älter und kriege so die ersten grauen Haare. Und dann habe ich mich gefragt, um mich rum, alle färben die Haare. Jesus, soll ich die Haare färben oder nicht? Was denkst du dazu? Also so praktisch gehe ich wirklich ans Bibellesen. Und dann lese ich in einem Stück einfach so immer wieder jeden Tag so ein paar Kapitel in der Bibel. Ich habe es mir extra hier nochmal rausgeholt, weil das für mich einfach so faszinierend ist. Sprüche 16 steht, graues Haar ist ein würdevoller Schmuck, angemessen für alle, die Gottes Gebote befolgen. So genial. Weißt du, das heißt für mich dann nicht, dass wenn du deine Haare färbst, dann machst du irgendwas falsch oder so. Aber für mich war das irgendwie so, wie wenn Gott direkt in mein Herz redet, sagt, Frauke, du, lass einfach deine Haare so, weil das zeigt einfach Würde. Come on, ich liebe das, dass es für dich so praktisch ist. Lass uns praktisch bleiben. Wie liest du die Bibel? Weil ich kann mir vorstellen, dass es nicht für alle immer einfach ist, die Bibel zu lesen, weil es kann Routine daraus werden, es kann vielleicht manchmal auch langweilig sein. Wie liest du die Bibel, damit du an solche Erkenntnisse kommst? Also für mich ist ganz wichtig, dass ich, bevor ich die Bibel lese, bete und sage, Jesus, das sind die Themen, die mich gerade heute beschäftigen. Was möchtest du dazu sagen? Was ist dir dazu wichtig? Und dann lese ich und da gibt es unterschiedliche Methoden. Ich habe zum Beispiel wurde ich eingeladen im Gebetshaus Augsburg, da habe ich dazu einen Input gemacht zum Bibellesen, den kannst du dir gerne angucken. Der dauert ein bisschen länger, wo wirklich so eine Bibellesemethode vorgestellt wird. Gerade lese ich einen Bibelleseplan nach Markus Voss, wo man thematisch durch die Bibel liest. Mir hilft das dann, dass ich dann wirklich was abhaken und ankreuzen kann. Und ich brauche Abwechslung. Ich gehe mit meinem Mann auch nicht immer ins gleiche Restaurant zum Essen, sondern irgendwie lebt das bei mir von Abwechslung. Und dann setze ich mich hin und lese einfach 1, 2 Kapitel. Und wenn mich irgendwas anspricht, dann schreibe ich es auf. Ich habe mir hier von der Ilana Schubert, das ist die Pastorin vom ICF Wien, was abgeguckt, dass ich mir einfach Dinge aufschreibe, die mir auffallen. Hier jetzt habe ich zum Beispiel eins aufgeschlagen, da habe ich Psalmen gelesen und habe dann mir dazu aufgeschrieben, es gibt einen Unterschied zwischen Klagen und Jammern. Und das war einfach so die Überschrift. Dann schreibe ich mir Dinge dazu auf und wenn ich irgendwann einfach mal Input brauche für irgendwas oder so, dann lese ich das durch. Gehst du dann wieder zurück zu dem und weißt du auch, wo du was aufgeschrieben hast oder wie machst du das? Ja, genau. Also ich habe auch eine eigene, wie so eine Konkordanz mir selber angelegt in der Bibel. Nicht in der Bibel, sondern in meinem Handy, wo ich mir aufschreibe Dinge, die mich immer wieder beschäftigen. Wo ich zum Beispiel manchmal denke, ich bin manchmal sehr kritisch mit mir selber. Und da habe ich mir dann alle Bibelstellen zu aufgeschrieben, was sagt die Bibel eigentlich dazu? Gott ist derjenige, der sich kümmert, ich muss es nicht perfekt machen, er kommt zum Ziel und so weiter. Und ich habe so verschiedene Systeme, sage ich mal. Mega spannend, mega spannend. Wie machst du das mit der Family? Also lest ihr als Bibel auch, Family auch die Bibel? Wie macht ihr das? Also ich habe einen Teenager zu Hause, der ist 15, der hat leider grundsätzlich nicht so viel Lust zu lesen,
Aber worauf er sich einlässt, ist, dass wir jeden Morgen zusammen durch die Sprüche lesen, weil ich finde, die Sprüche sind so voller Weisheit und wir lesen einfach morgens so weit, bis uns irgendwas anspricht, dann reden wir kurz drüber, manchmal sind das 2 Minuten, manchmal sind es 5 Minuten, das lesen wir laut, das machen wir jetzt gerade. Come on. Ja. Come on. Hey, einer der wirklich besondersten, das ist kein Wort, aber wir nehmen es einfach mal als Wort, eines der wirklich schönsten Sachen für mich ist, wenn die nächste Generation anfängt, die Bibel zu lesen. Ja. Und ich bin sonntags halt den Tag über hier und nachmittags passiert hier im ICF Zürich was ganz Besonderes. Und zwar habe ich gemerkt, dass ab einer bestimmten Uhrzeit auf einmal so die nächste Generation, gerade so Sunday Night Leute, wirklich mit Bibeln in der Hand durch die Hallen laufen, weil seit knapp 1,5 Jahren was ganz Besonderes passiert. Dario, was passiert da? Ja, was wir begonnen haben, ist einfach mal in der Bibel zu lesen vor der Celebration. Das heißt, wir treffen uns jeweils so 2 Stunden vorher und dann tauchen wir einfach in die Bibel ein, versuchen da wirklich auch viel mitzunehmen, ganz praktisch auch herauszufinden, wie können wir die Bibel studieren, wie können wir auch die Bibel in unser Leben sprechen lassen und das macht richtig Spaß. Come on, so gut. Das heißt, ihr macht einen Bible Study mit der nächsten Generation, mit den Sunday Night Leuten gemeinsam. Genau. Wir hatten das erstmal einfach in der Youth begonnen. Das war ganz unscheinbar, einfach mit Freunden, dass wir da in der Bibel gelesen haben. Und dann hat sich das so über die Jahre jetzt entwickelt, dass wir gesagt haben, ja, okay, lass uns das mal einen festen Teil der Celebration machen. Und dann von der Youth auch zur Sunday Night sind wir rübergegangen. Und inzwischen habe ich da auch ein ganzes Team, das mir hilft. Und ja, da treffen wir uns regelmäßig und lesen einfach in der Bibel. Was lest ihr dann? Habt ihr da so einen Bibelplan, wie die Frauke das hat? Oder wie macht ihr das? Wir haben öfters eine Serie, eigentlich angelehnt auch an die Predigten. Und dann lesen wir halt zusammen mal Kapitel für Kapitel durch oder schauen uns mal vielleicht eine Geschichte an, die man sonst nicht so studieren wird. Vielleicht aus dem Alten Testament. Wie haben die Leute da gehandelt? Was können wir da mitnehmen? Wie können wir auch von Fehlern lernen? Und da wäre das auch ganz relevant für uns alle, ja. So gut. Gibt's irgendwie eine Story oder so, was in den letzten 1,5 Jahren passiert ist von jemandem, der Teil von diesem Bible Study war? Ja, auf jeden Fall. Ich habe viele Junge, die vielleicht erstmal begonnen haben und da mal ganz einfach mal die waren ziemlich scheu, haben einfach mal reingeschaut in die Bible Studies und die einen sind inzwischen Leaders davon. Und jetzt gleich vor ein paar Tagen habe ich mit einem jungen Mann geredet, der hat mir auch gesagt, ja, weißt du, jetzt habe ich erstmal so eine richtige Leidenschaft für die Bibel gespürt und ich habe jetzt begonnen, die Bibel zu lesen. Und es war ganz witzig, weil er hat mir gesagt, ja, weißt du, ich frage mich, wie das andere Leute machen oder wieso es da so viele Leute gibt, die da einfach noch nicht diesen Hunger haben. Und ich wünschte mir, dass noch mehr Leute diesen Hunger hätten. Und er war genau auch einer von denen, der es jetzt gepackt hat. Und das ist halt wunderschön zu sehen. Come on, ich liebe es. Ich liebe das zu hören. Und genau aus dem Grunde wollen wir eine Bible Week machen am Ende von August. Und ich habe ein Video von Leo mitgebracht, der uns da die Informationen gibt. Ich lade euch ein zu unserer Bible Week. Das ist etwas ganz, ganz Neues, haben wir noch nie gemacht, vom 28. bis zum 31. August. Wir werden Fachexperten einladen, weil der Glaube entsteht aus dem Wort von Gott. Wir haben gesagt, 2 Dinge werden wir nie ändern im ICF: Gott und die Bibel. Und es ist wichtig, dass wir in der Bibel so richtig fit werden, um gegen diesen Zeitgeist auch sehr, sehr gute biblische Argumente zu haben. Ich freue mich auf diese Woche. Es hat es noch nie gegeben und darum ist das einmalig. Die Bible Week findet vom 28. bis zum 31. August statt und es ist wirklich ein Ort, wo du dabei sein solltest. Hey, lass uns diese 2% umdrehen, dass es nicht 2% sind, die Bibel nicht mehr lesen, die Bibel nur lesen, sondern nur 2%, die Bibel nicht lesen. Lass uns wirklich einen Unterschied machen. Hey, und das war's für heute mit der Churchbox.